Bonjour, mein Name ist Sylvie Mathieu und ich präsentiere euch dieses Video. Viel Spaß! Oh, auf was ist der Totengang? Ein Buch? Oh, da muss ich eine Blume dran losen. Oh, du hast ein Rezept drauf von einem guten Muttermisskuch. Den machen ich lo. Schau in die Küche. Bis geschwind. Hier ist das Rezept. Muttermisskuch. Auf was geht dann dafür gebraucht? 300 Gramm gerappte Frischmuten, 200 Gramm Zucker, 250 Gramm gerappte Nüsse, ein Pack Vanillezucker, 5 Eier, ein bisschen Salz, Zitronenjus, ein halber Pack Backpulver, eventuell einen halben Teelöffel Kanäle, das ist Zimt, und eventuell einen Esslöffel Rum und 100 Gramm Mehl. Aha. Dann mal heute Rezept. Sylvie, hast du die Sachen all? Ja. Okay. Heute dann Rezept. Für die strappen wir mal die Muten. Und dann trennen wir die. Wir schütten die Weiß an eine Schüssel. Dabei schütten wir ein bisschen Salz dabei. Wir mixen das ganz und da kriegen wir gute festen Eiweißschnee. Die Eiweiß ist recht dann fest, wenn ihr mit Messer dran schneiden. Die Gel hat man ja in einer anderen Schüssel gemacht. Und dann holen wir den Zucker und den Vanillezucker. Und dann noch holen wir dann noch den Zitronenjus und ein bisschen Kanäle dabei. Und dann wird das alles ganz schaumig gerührt. Und zwar ein paar Minuten lang. So, dann holen wir das Mehl. Mit ein bisschen Backpulver dabei. Und da ist auch ein bisschen Salz dran. Und das Ganze vermischen wir. Ganz gut nach dem Mixer. Das dauert ein bisschen. Und da können wir auch noch den Rum noch dran schütten. So, jetzt kommen noch die 250 Gramm gerappte Nüsse dabei. Und dann die gerappte Wurzeln oder Mute genannt, der Blitzebäuersch. Jetzt holen wir einen holzenden Löffel und wir vermischen das alles gut. Schön los. Mal gut musst du das, Oskar. Tipptopp. Gell? Ich kann das. Ja. Wenn der du fertig ist, dann geht den Eischnei ganz los in die ganze Masse drinnen geworfen. Du musst das gut. Oh, was tust du dann auf der Nuss? Was tue ich dann auf der Nuss? Mal da gucken mal gut. Wenn ein Tomate fertig ist, dann also sich alles gemacht und wir gehen also eine Backform sichern. Das kann ein Rund sein oder ein Längel sich. Und wir legen da Backpapier da dran, für das nicht abbrennt. Es kann ihn aber auch Fett holen, Margarine, und die Backform da mal den ausstreichen und dann darüber Paniermehl drauf machen. Das ist wie ich will. Das ist mir ein praktisch Art-Weise. Und da schütten wir den Teig ganz los da dran. Ganz los. So musst du das gut.
an de 4 gehëtzne Schafchen bei ungefähr 180 Grad Ober-Unterhitze am je backende Kuch so plus ou moins 40 bis 45 Minuten. Dat hängt davon auf. Du musst ihn enke drauf picken, viel zu gucken und dann kann ich ihn rausholen. Was tut mit dem Picken du op sich? Ja, du hol den in e Spies und dann pickt den enke dran, aber wenn den Tisch nicht mehr drauf passen bleibt oder hängen bleibt, dann ist der Kuch gut. Mein Papagei Oscar und auch Connor lauscht das gut no. Die muss ganz gut aufpassen, wenn da die Schäfchen dir abmacht. Du könnt ein immens Hitze draus, so kann ich dich mal gern verbrennen, also passt ganz gut auf. Das riecht gut, ha? Wenn ihr den fertigen Kuch dann rausholt, dann hält ihr den nicht einfach so mit den Händen, mehr mit einer Hand, mit einem Topflappen oder mit einem Tuch. Also Oscar, ich muss da sagen, der Kuch da, den du da gemacht hast, den ist wirklich super gehen. Der sieht immens schön aus, und gut locker. Ich will nur direkt ein Stück essen. Nee, Oscar, wart noch ein bisschen, bis das ein bisschen aufgekühlt ist. Soll ich nicht direkt essen, weil sonst kann ich mal den Bauch wegkriegen. Was ich aber noch machen kann, das ist ein bisschen Puderzucker drauf schütten oder eine Glasur aus Schokolade machen und die drüber laufen lassen. Das sieht da ganz gut aus. Also ich muss sagen, das Buch das ist immens flott. Ja? Und ich gucke mal, was noch dran ist. Du kann ich noch, ich gesehen, du kannst Eiskaffee machen, Smoothie, Milkshake, Eistee oder was gesehen ich heute, Tomate Ketchup, die kann ich noch selber machen. Oder Tofu Nussbellascher. Also da ist eine Idee für noch ein anderer Kerabs aus dem Buch zu machen, wirklich flott. Also hier ist just eine kleine Erklärung zum Buch. Das Buch heißt ein paar Kilo zu viel Lima Mike. Der Mike, mit dem Lima, geht nicht mehr mit Turnen, weil hier wenigstens sein Gewicht gehänselt wird. Und in diesem Buch findet ihr ganz viele Informationen über gesund und aufrüstungsreich Essen und natürlich ein paar Rezepte. Es sind noch Quizzer dran und viele nützliche Infos. Es sind noch weiter Bücher rausgekommen bei Luxart, und zwar den Alpha-Cycle 1 für die ganz Kleinen, den Alpha-Cycle 2 mit sämtlichen Alphabeten von der ganzen Welt, den Bravo Toni Moroni, ein Buch über die Verantwortung überholen, wo den Toni ein schöner Papagei füttert mit süßem Popcorn und die geht dann krank und da fällt er nicht mehr und so weiter. Dann noch ein spannender Krimi mit dem Namen Tatu Tati, lo könnte Charlie. Dann haben wir noch ein Buch Delta, Wasser als Leben, eine Geschichte, die sich in Afrika aufspielt. Dann haben wir den Echo, eine witzige Geschichte mit einem kleinen Leben Muck, den andauernd fortlebt und nur der andere sticht. Dann haben wir den Wir tanzen Foxtrot durch Stadt Lützeburg, auch über Saat auf Französisch und Englisch. Dann ist noch den Alarm am Golfhotel India do. Und dann noch Maus Juliette hat dich gewarnt, das ist ein Buch über Trauer. Dann haben wir noch eben das Buch, ein paar Kilo zu viel Lima Mike. Und dann haben wir noch ein ganz flottes Buch, das heißt der Papagei Oscar am Altersheim.